Guten Morgen und herzlich willkommen hier im Kreuzpunkt. Danke unseren Technikern, die das einfach möglich machen, dass ihr mich seht und dass ihr mich hört. Ich finde es so schön, dass wir hier im Kreuzpunkt Gottesdienst feiern können, in allen Gottesdiensträumen. Dass wir uns auf der einen Seite auf Gott ausrichten können, auf der anderen Seite aber auch Gemeinschaft haben können. Reden miteinander, austauschen, fragen, wie es einander geht. Herzlich willkommen auch alle, die sich online hier bei uns zugeschaltet haben. Es ist mein Wunsch, dass wir einfach den Gottesdienst Jesus begegnen dürfen und dass wir etwas mitnehmen für unseren Alltag. Ich habe noch 2 Mitteilungen. Für alle 1. bis 6. Klässler gibt es in der Woche vom 4. und vom 7. August 2 Spielnachmittage hier im Kreuzpunkt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Ich bitte euch, dass ihr euch auf der Homepage einfach einklinkt und unter dem Angebot Kinderspielnachmittag eure Kinder anmeldet. Die Nachmittage sind gratis. In 5 Monaten ist Weihnacht. Ich finde es so toll, dass die Kinder ein Musical einstudieren für uns, ein Weihnachtsmusical. Auch da sind 1. bis 6. Klässler dazu eingeladen. Ihr findet alle Informationen auch auf der Homepage bei den Kindern unter Weihnachtsmusical. Und es ist ganz wichtig, meldet eure Kinder bis zum 1. August an. Und wir freuen uns dann auf das Musical am 20. Dezember. Und was auch noch wichtig ist, eure Kinder können ihre Freunde mitnehmen. Sie sind alle herzlich eingeladen. Sie müssen mit 6 bis 10 Tagen rechnen nach ihrer Operation der Narbenbrüche. Das war die Aussage vom Chirurg. 6 bis 10 Tage Spitalaufenthalt. Es hat mir Mühe gemacht. So lang. Und irgendwo haben wir den Eindruck gehabt, wir hätten noch genug von der Operation vom letzten Jahr. Am 3. Juli war die Operation. Ein bisschen später. Es steht nichts im Weg, dass sie jetzt heute heimgehen. Es war erst Dienstag. Ich bin am Freitag operiert worden. Am Dienstag habe ich die Aussage vom Chirurg gehört. Ihr könnt euch vorstellen, dass einfach nur ein Strahlen über mein Gesicht gegangen ist und ich einfach es kaum fassen konnte, dass das möglich ist. So eine Überraschung. Und ich bin glücklich heimgegangen. Und ja, es ist uns nicht schwer gefallen, Gott Danke zu sagen, einfach für das unerwartete Geschenk. Im Lukas 17 lesen wir auch von einer Krankheitsnot, die 10 Männer hatten. Sie haben etwas Unglaubliches erlebt mit Jesus. Ein Danken, ein Strahlen auf dem Gesicht, das wäre etwas gewesen, wo Jesus gefreut hätte und wo er irgendwo auch erwartet hat, dass ein Dank retour kommt an Gott. Aber es ist ein bisschen anders herausgekommen. Ich lese uns den Predigttext im Lukas 17, ab dem Vers 11 bis 19. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füße nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner.
Jesus aber sagte: Sind denn nicht alle 10 gesund worden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir alle zusammen auf eine Woche zurückschauen dürfen, wo wir Verschiedenes erlebt haben. Schönes, aber vielleicht auch Schwieriges. Danke, dass du dabei gewesen bist. Und du siehst, dass wir das Thema Dankbarkeit haben. Dir Danke sagen für das, was wir haben. Ich möchte dich bitten, dass du diese Predigt auch brauchst dazu, um uns die Augen zu öffnen, wo wir überall Grund haben, um dir dankbar zu sein. Ich bitte dich um dein Segen für jedes von uns. Ich bitte dich um den Segen für den Christoph, der die Predigt wird haben, dass du einfach ihn leitest und ja, dass wir wirklich jedes von uns etwas mitnehmen in den Alltag. Ich bitte dich auch, dass du die Kinder segnest in ihren Gottesdienst, dass du auch ihnen begegnest und dass sie dürfen merken, dass du sie lieb hast. Amen. Der Abschnitt aus Lukas 17 regt uns zum selbstkritischen Denken an. Das sind 10 und einer sagt Danke. So selbstkritische Überlegungen einfach am Anfang. Sie werden nicht alle beantwortet jetzt, die müsste man selber beantworten. Aber die habe ich mir so gestellt. Gott danken und den Mitmenschen danken. Können wir dankbare Christen sein und Gott danken und eigentlich im Leben mit den Mitmenschen, in der Ehe drin, in der Familie, einfach nur Nörgler, die kein Wort von der Wertschätzung über die Lippen bringen. Eine andere selbstkritische Frage. Können wir Lobpreislieder singen? Güte erheben? Jesus als guter Hirt besingen? Aber eigentlich es kommt uns gar nichts in den Sinn, wo man jetzt in den letzten Wochen oder im letzten Monat Gottes Güte und seine Fürsorge erlebt hätten. Dankbarkeit ist etwas Schwieriges. Ja, es ist ja, wenn wir unser Leben anschauen, nichts so ganz perfekt. Eigentlich viele Situationen sind eine Mischung von Schönem und Schwierigem, von Hoffnungsvollem und Ratlosigkeit und Ausweglosigkeit. Ja, es ist alles so ein bisschen unvollkommen. Ein bisschen etwas und gleich nicht. Und da drin Dankbarkeit zu finden und nicht immer sagen, es war schön, aber. Und so ist auch heute Morgen mir neu bewusst worden oder wieder mal einmal mehr bewusst worden, als Mensch mit Grenzen, wird jetzt in 3 Monaten pensioniert, einfach zurückzuschauen und können sagen, Gott hat mich jetzt über 40 Jahre als Pastor gebraucht und auch da in dieser Gemeinde habe ich meinen Platz gefunden. Gott, das ist Dankbarkeit. Einfach, natürlich gibt es viele schwierige Szenen, wo sind Situationen. Und es ist mir neu bewusst worden, ich habe meinen Platz in dieser Gemeinde. Oder einfach in der Gemeinde. Eine Gemeinde ist nämlich, ich habe offensichtliche Einschränkungen und Begrenzungen, aber wir wissen doch, das haben alle. Und bei mir ist sie sichtbar und bei anderen, wenn man sie dann, es hat jeder dann so seine doch zwischendrin spürbaren Begrenzungen im Leben. Da passen wir doch rein. Ja? Da können wir doch dankbar sein, dass wir Gemeinde haben, auch wenn sie nicht vollkommen ist.
Jetzt starten wir aber in den ersten Punkt drin von dem Bibeltext aus Lukas 17. Jesus ist in doppelter Weise erstaunt, wo da der Samaritaner zurückkommt, oder? Und er weiß eigentlich, ja, er glaubt daran, es sind alle 10 geheilt worden. Es liegt nicht an dem, dass sie nicht geheilt worden sind. Aber wo sind die anderen 9? Ist eigentlich schon eine Frage. He? Wo? Nicht eigentlich jetzt die Frage nur geografisch, aber wo stehen sie? Was ist jetzt passiert, dass ein Mensch, ein Aussätziger, wo man einfach nicht heilen konnte, jetzt die Übernatürliche eingreifen? Ja, von Gott, oder? Jesus hat ja immer von Gott geredet, vom Vater. Die haben das erlebt. Die haben alle um Jesus, erbarme dich unser, und haben das Erbarmen erlebt und sagen nicht Danke. So kann der Mensch sein. Etwas Schönes erleben, ja, das ist jetzt schon noch, oder? Und dann geht es weiter. He? Und was auch noch erstaunlich ist bei diesen 9, oder? Sie haben gleich ein Stück weit ein bisschen Glauben gehabt. Jesus hat natürlich gesagt, sie sind immer ja noch aussätzig gewesen. Jetzt geht und sagt eurem Priester. Sie hätte natürlich können sagen, okay, also, ja, also wir schauen jetzt das erste Mal, ob wir gesund werden und dann können wir immer noch gehen, sonst könnten wir ja uns blamieren. Und nein, sie gehen, sie haben für den Moment den Glauben. Und sie gehen, sie sind noch aussätzig und werden erst unterwegs geheilt. Wo sind jetzt die 9? Und bei uns ist natürlich die Fragestellung, wo stehen wir? Wo stehen wir jetzt so in dem zwischen Dank und kein Dank? Einfach weitergehen. Nur für einen Moment ein bisschen Vertrauen haben. Jetzt, was auch noch erstaunlich ist jetzt für Jesus, ist, dass der eine, der zurückkehrt, ein Fremder ist, ein Samaritaner ist. Er gehört eigentlich nicht dazu, zu den Juden, zu den anderen. Sie haben zwar Ähnlichkeiten, die Samaritaner und die Juden. Sie glauben an Moses. Sie haben aber nur Bücher von Moses und der Rest nicht. Also nur die 5 Bücher, dann hört ihre Bibel auf. Sie glauben aber auch, dass irgendwann ein Messias kommt. Sie beten eigentlich zum gleichen Gott. Sie reden die gleiche Sprache, sie reden Aramäisch. Und gleich, sie sind die Überbleibsel von diesen 10 Stämmen vom Nordreich von Israel, wo einmal deportiert worden ist, und die übriggebliebenen, die haben sich vermischt mit Heiden, mit solchen, die Götzen angebetet haben. Also man kann sagen, das ist ein religiöser Mensch schon, aber über so alles kapiert hat, so rechtgläubig ist, dass das ist jetzt irgendwie nicht ganz so gewesen. Und der ist umgekehrt. Das würde für mich heissen so, ja, Christoph, theologisch und alles so genau wissen, das ist schon das eine. Das ist ja nicht schlecht. Und die ganze Bibel zu lesen und nicht nur die Hälfte zu haben und die schönen Texte, oder? Aber Dankbarkeit muss man machen. Und nicht nur Bibelstellen können zitieren, wo sie stehen auch, und nicht dankbar sein. Das ist erstaunlich, wie man Schönes erleben kann. Nicht einmal müssen sie suchen und sie sind nicht dankbar. Gehen wir zum zweiten Punkt. Jetzt schauen wir ein bisschen, wie Jesus, was er da zu dem Samaritaner gesagt hat.
Der grosse Reichtum, also jetzt der grosse Gewinn, was es hat, dass der Samaritaner umgekehrt ist zu Jesus. Der Schlussvers: Steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Ja, es sind ja eigentlich alle vom Aussatz gerettet gewesen. Alle 10. Aber jetzt der eine, der hat jetzt irgendwie wie etwas mehr. Etwas Verborgenes mehr. Und das war ihm wichtig. Natürlich, die anderen sind früher beim Priester gewesen. Die anderen sind früher da mit ihrer Bestätigung oder einfach im Eintrittsbillett, dass sie jetzt wieder heim können, oder? Sie sind früher daheim gewesen wie der Samaritaner. Okay, ja. Aber dem ist etwas Innerliches wichtig gewesen. Etwas nicht, was man gesehen hat. Die Rettung meint eine innere Veränderung, eine innere Rettung, eine innere Heilung, eine innere Veränderung. Und darum hat sich Dankbarkeit und das Zurückkehren von ihm wirklich gelohnt. Er sieht durch wie mehr. Er sieht hinter dem Jesus Gott. Er verehrt Gott, sagt ihm Danke. Und Jesus kann am Schluss sagen: Stand auf und gang. Gang in ein neues Leben. In ein Leben, wo jetzt nicht nur wie die anderen 9 geheilt sind vom Aussatz, vom Äußeren, sondern innerlich wie eine Transformation, etwas Neues erlebt haben. Was ist denn echt in einem so abgelaufen? Und wenn wir das ein bisschen anschauen mit seiner Krankheit, oder? Das ist, die Krankheit, Aussatz, ist auch ein Bild drin, ein Sinnbild drin, wie oft im Alten Testament Krankheiten Sinnbilder sind. Also Blindheit im Alten Testament wird vorwiegend jetzt für geistliche Blindheit gebraucht. Man weiß nicht, wo man eigentlich anläuft, oder? Hat keinen Orientierungspunkt. Und da der Aussatz. Also Aussatz vielleicht noch ist nicht einfach zu definieren mit Lepra. Das ist es auch gewesen. Aber wenn man die Symptome, die beschrieben werden, die Auswirkungen anschaut, sind das wahrscheinlich diverseste äußere, also Hauterkrankungen gewesen. Und das hat die Menschen unrein gemacht. Also die Stelle da ist typisch 3. Mose 13, oder? Das ist unrein. Und unrein heisst, man schließt sie aus. Man schließt sie aus dem sozialen Gefüge raus, also aus der Familie. Sie sind außerhalb der Stadt, irgendwo müssen da, ein bisschen geschützt von Sonne und Regen, müssen hausen. Sie mussten betteln und irgendwie froh sein, wenn mal jemand daran denkt und ein bisschen etwas an Nahrung rausbringt. Sie sind nämlich auch vom wirtschaftlichen Leben ausgeschlossen gewesen. Sie konnten nicht arbeiten, sie nicht auf dem Markt, einfach nur für sich leben. Und sie haben in keinen Gottesdienst dürfen. Eine Aussetzung hat nicht in den Tempel gepasst, oder? Sie sind ausgeschlossen gewesen. Und die Krankheit will als Sinnbild sagen, haben wir nicht auch Schmutz und Flecken in unserem Leben drin? Also innere, ein bisschen Schattenseiten, ein bisschen böse Seiten. Wir müssen gar nicht eigentlich aufzählen, oder? Also die 10 Gebote und so. Also ja, so ein bisschen, vielleicht nicht gerade so schlimm, wie es dort drin steht, aber so schlechte Gedanken über andere und, oder? Also ein bisschen der innere Aussatz haben wir auch. Und da ist jetzt Jesus gekommen und die Rettung heisst ja nicht, dein Glaube hat dich gerettet, wow, also du bist jetzt ein religiöser, frommer Mensch, oder? Drum bist du jetzt da parat in den Himmel zu kommen, oder? Und innerlich auch sauber, sondern Vertrauen auf Jesus, was er da hat. Weil Jesus ist ja unterwegs in dieser Szene auf Jerusalem.
Und die innere Heilung, die braucht auch so Bestätigung. Oder die äußere Heilung musste zum Priester gehen und bestätigen lassen, ich bin jetzt gesund, ich darf jetzt wieder in die Gemeinschaft zurückgehen. Der Ausschluss ist jetzt vorbei. Und so braucht es jetzt auch bei der inneren heiligen Bestätigung, und das ist das Kreuz. Jesus ist für das Befleckte, für das Unreine gestorben, für die zerbrochene Gemeinschaft mit Gott. Und das ist Bestätigung, was innerlich passiert ist. Dass wir das nicht einbilden, dass Gott ein liebender Gott ist und uns vergibt, sondern Jesus ist für das gestorben am Kreuz. Ob jetzt das der Samaritaner schon alles gecheckt hat, aber wahrscheinlich nachher schon. Er hat dann gemerkt, ich bin ein Geretteter, ein innerlich Geretteter. Dankbare Menschen werden wir, wenn wir durchschauen. Das drückt der Psalm 50, also im Alten Testament 23, so gut aus, oder? Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Also Dankbarkeit ist wie, wir räumen die Steine weg, wir machen uns offen, dass wir erkennen können, was Gott tut. Je mehr wir dankbar sind, je mehr erkennen wir, wo Gott konkret in unserem Leben wirkt und je weniger wir danken, desto mehr Steine tun wir in den Weg legen. Also Dankbarkeit hat einen unschätzbaren Gewinn, wo wir vorbeigehen, wenn wir nicht dankbar sind oder nur von Dankbarkeit reden und es gleich auch nicht sind. Der dritte Gliederungspunkt ist Umkehr. Also der hat jetzt umkehren. Der war ja schon unterwegs, eine Stunde, vielleicht auch schon 4 Stunden. Vielleicht war er auch näher bei Jerusalem, wo die Priester sind, als bei Jesus. Wir wissen es alles nicht, aber er hat sich entschlossen, ich kehre um. Und die anderen 9 sind weitergelaufen. Er musste einen anderen Weg einschlagen. Er ist jetzt über Monate und Jahre vielleicht mit den anderen 9 zusammen gewesen, das gleiche Schicksal. Aber jetzt hat er sich entschlossen, entschieden getrennt von dem, wie es die anderen gemacht haben. Also Dankbarkeit ist, wir schwimmen gegen den Strom. Schon dazu mal ist die Gesellschaft und die menschliche Natur nicht auf Dankbarkeit eingestellt gewesen, sondern gehen jetzt einfach weiter. Und dankbar sein heisst, ich stelle mich gegen den Zeitgeist, gegen den undankbaren Zeitgeist, der alles für selbstverständlich nimmt. Und vielleicht haben die anderen gedacht, okay, ja schon, also Jesus hat jetzt gesagt, ich muss zum Priester gehen, jetzt gehe ich zum Priester, vielleicht habe ich nachher Zeit. Aber ich denke, der Lukas, oder, der hat das Jahre nachher geschrieben, das Evangelium. Er hat das nicht geschrieben, weil jetzt da die anderen 9 einfach einen Tag später zu Jesus zurückgekommen sind, auf dem Heimweg, sondern sie aufgeschoben, ist oft einfach verpasst. Also so geht es in unserem Leben. Also jetzt, wie ich das handhabe. Ich weiss seit Jahren, Dankbarkeit ist ein wichtiges Thema, darum habe ich es auch heute noch mal dran genommen. Darum habe ich auch im November ein Seminar darüber gemacht. Und jetzt habe ich mal für die Predigt, weißt, Christoph, du hast doch irgendwo mal Listen gemacht. Es hat verschiedenste Dankeslisten in meinem PC, an den verschiedensten Orten, einfach immer ein bisschen angefangen.
Und dann ist wieder etwas anderes gekommen und dann ist wieder Dankbarkeit in den Hintergrund gerückt. Aber jetzt habe ich die mal gesammelt. Das ist schon noch spannend. Wäre ein Rat für euch. Einfach macht eine Dankesliste. Also das hat Dutzende von Sachen drin, die einfach dann einem im Moment und dann haltet man es fest. Zurückkehren heisst für mich, ich halte es fest. Aber natürlich ist dann der Kampf, die Liste wieder vorzunehmen. Und bei mir ist immer wieder ein Kampf, sich zu entscheiden, jetzt nimmst du sie führen. Jetzt schaust du, wo du die hast. Und wenn du sie nicht mehr findest, dann such sie halt im Computer drin. Also gang zurück. Gang jetzt je nachdem auch gedanklich zurück. Ins Leben zurück. Wenn ihr schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel habt, wie ich, oder? Man kann ein bisschen zurückschauen in die verschiedensten Phasen des Lebens. Und wenn man veranlagt ist, wie ich, oder? Dann eher ein bisschen der Grübler, ja, das hättest du besser machen können. Und dort sind eigentlich Mitmenschen nicht so freundlich mit dir. Und das war eigentlich eine überfordernde Situation gewesen. Und. Ich habe immer könnte ich ein Aber setzen. Und dann gehst du zurück in deine Biografie, zusammen mit dem Heiligen Geist und bist offen, dass der jetzt auch noch etwas zu deiner Lebensgeschichte sagt. Und dann sagt er auch ein Aber. Aber hey, wie wärst du gewesen, wenn Gott nicht dabei gewesen wäre? Wie wäre es, wenn dieses und jenes anders gegangen wäre, oder? Also wie Barbara, die Operation so einfach als, ja, natürlich, man hätte aufs Ganze können verzichten, oder? Und gleich, Gott ist ein Beweis von seiner Güte. Zurückgehen. Aber das ist ein Entscheid. Dankbarkeit passiert nicht einfach so. Und was ich feststelle, ist einfach so, wir gehen gehetzt durchs Leben durch. Also in dem Thema Dankbarkeit habe ich mir eine Erfahrung aufgeschrieben, die ich das letzte Jahr gemacht habe. Auch etwa ziemlich um diese Zeit herum. Ich war dort wie Pastor in einer Andachtswoche von Glauben und Behinderung in Interlaken. 7 Andachten, ich bin der Einzige, der da Andachten sich vorbereitet hat, oder? Und Barbara noch in der Chemotherapie und 2 Tage vorher kommen die Fieber und das ist bei Chemotherapie nicht gut. Und sie musste in einer Nacht in einen onkologischen Notfall, oder? Und was machen wir jetzt? Wie kommt es raus? Und dann ist alles gut rausgekommen. Ich konnte alle Andachten machen. Und dann ist die Woche vorbei, wieder der erste Arbeitstag und der Christoph hockt an und überlegt sich, was sind die nächsten Ziele. Und dann ist mir das so eingefahren. Hey, also Dankbarkeit wäre auch noch etwas. Es hätte ganz anders rauskommen können. Und so spüre ich einfach, wir gehen einfach schon weiter. Wir sind ja zielorientierte Menschen, wir haben noch viel zu tun auf dieser Welt und gemeint, muss man auch noch viel mehr bauen, oder? Also wir gehen einfach weiter. Und vielleicht müssen wir einfach auch zurück wieder ganz zum Anfang von unserem Glauben, wo wir entdeckt haben, ja, Jesus, der ist der innere Retter. Zurück zur ersten Liebe, zu dieser Entscheidung mit Jesus gehen. Der ist voll auf die Welt gekommen, um am Kreuz zu sterben. Und nicht nur das, sterben muss jeder von uns, aber für all den Dreck, der in unserem Leben ist und in dieser Welt ist er gestorben. Jetzt gehen wir zum 4. Punkt. Das sind so ein bisschen die Dankbarkeitskiller. Die sind jetzt nicht ausdrücklich drin in dem Text drin. Ja, wir wissen ja eigentlich nicht, was die 9 jetzt so denkt haben. Das wäre alles Interpretation. Ich nehme jetzt da einen Vers, wie Undankbarkeit der Paulus beschreibt in Römer 1,21. Er redet, dass eigentlich alle, ob sie jetzt schon mal die Bibel gelesen haben oder die Bibel noch nicht gelesen haben, die sehen Gottes Werk in der Schöpfung. Natürlich, also, kannst du jetzt sagen, es ist auch zerstörend, es ist eine gefallene Schöpfung, aber es hat noch sehr, sehr viel Indizien, dass Gott der Schöpfer ist.
Der Mensch macht zwar die Biodiversität zunehmend kaputt, es sterben immer mehr Tiere aus, die Gott geschaffen hat, und viel mehr Pflanzen, aber einfach die Vielfalt, die Kreativität. Oh ja, es gibt ja nicht nur einen Salat und ein Gemüse, es gibt ganz viel oder so. Und eben, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, in der Natur, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Ist doch alles selbstverständlich. Was wir da haben, die Natur, was in der Natur wächst, oder? Ist doch alles selbstverständlich. Also für was Tischgebet, oder? Schließlich haben das Bauern und wir haben es gekauft oder ins Land hineingeflogen, Trauben, die wir gesehen haben, einmal von Indien, weißt so. Einfach so, das kann man alles, oder? Das sind wir. Aber wer lässt es wachsen? Wachstum kann man nicht einfach machen. Da gibt es einen Schöpfer. Und es gibt interessante auch Sachen in der Psychologie. Dankbarkeit bringt das Friedensleben. Das sind sehr interessante Gedanken. Aber solche Artikel ehren Gott nicht. Es ist einfach so, man sagt Danke so irgendetwas, irgendwem. Aber da geht es ganz deutlich darum, für den Paulus auch, Gott ehren durch unsere Dankbarkeit. Hey, es ist nicht alles selbstverständlich. Und wenn wir dann ein bisschen in unser Leben gehen, in unseren Wohlstand, also wir haben von morgen bis zum Abend Grund, rein fürs Äußerliche zu danken. Natürlich bleiben immer noch offene Fragen. Die 9 hätten können sagen, ja, also jetzt hat er uns geheilt, oder? Aber jetzt bin ich vielleicht schon 5 Jahre Aussetzung gewesen und neben dem, ich habe das Leben verpasst. Wieso hat er das überhaupt zugelassen? Wieso bin ich Aussetzung geworden? Oder? Wieso bin ich blind und die meisten haben vielleicht höchstens 2 Brillen an oder so, oder? Also da gibt es so viele Fragen, haben wir keine Antwort. Aber heisst das, dass wir einfach nicht Danke sagen? Nein. In all dem Schwierigen haben wir Grund zum Danken. Und das ist der zweite Killer, oder? Also das eine ist einmal jetzt, wir nehmen alles für selbstverständlich. Das habe ich verdient, oder? Wir haben vielleicht auch gesagt, oder? Also, ich habe auch schon gebetet und ich habe jetzt die Heilung verdient. Und das andere ist, dass wir so negativ fokussiert sind. Wir müssen mal in die Medien schauen, überall. Einfach, wir sind in einer Kultur, wir müssen dagegen kämpfen, dass wir nicht nur die Fehler der anderen sehen, ihre Begrenzungen der anderen sehen, nur sehen, was in der Gemeinde eigentlich anders laufen sollte. Einfach das Negative fokussieren in unserem Leben. Ich kann das nicht und ich bin ja niemand. Jeder hat so seine andere Fokussierung. Oder ich habe noch Probleme und wenn das Problem gelöst ist, kommen halt die nächsten Probleme. Einfach das Positive suchen gegen den Strom. Und das ist meine Botschaft jetzt einfach für euch heute. Dankbarkeit braucht eine Entscheidung. Wir müssen gegen den Strom schwimmen. Aber Dankbarkeit bringt einen riesen Gewinn. Du siehst viel tiefer. Dein Leben wird viel heller. Aber es ist eine Entscheidung immer wieder neu. Das Suchen, sich entgegenstellen. Und wenn du jetzt heimgehst, denk weiter darüber nach. Was ist deine konkrete Form? Für mich ist es, jetzt Dankbarkeitsliste zu führen und meine Biografie aus einem dankbaren Blickwinkel zu schreiben. Das mache ich auch schriftlich. Ich habe jetzt angefangen. Also, ja, ich hoffe, es gibt nicht so lange Pause zwischen dem Schreiben, so, oder? Aber vielleicht hast du vor mit Fotos oder mit Bildern, einfach vielleicht mehr visuell. Einfach, aber es braucht eine Form, nicht nur einen Wunsch. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns fragst, wo bist du? Du hast den Adam gefragt, du hast genau gewusst, wo er ist, wo er sich versteckt hat. Wo bist du?
Dein Geist will uns fragen und zeigen, wo sind wir? Haben wir einen Moment glauben? Ah ja, Jesus hat mir mal geholfen, ich bin in grosser Not, in einem Lebenssturm und jetzt geht es einfach weiter. Aber wie schön muss es sein, für den Samaritaner dir zu Füßen liegen und Gott zu ehren. Der Platz von einem guten Hirten, wo wir erleben dürfen, das sind nicht nur Worte, das sind nicht nur Hülsen, sondern das ist erlebbar. Nicht, dass die Welt zum Paradies wird und unser Leben problemlos, aber nicht nur Schwierige hinterlässt Spuren in unserem Leben, auch deine Güte. Lass du uns den Weg ebnen, dass wir dein Heil in unserem Leben sehen können. Amen. Wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen, wunderbarer Hirt. Wenn wir das singen, vielleicht auch ein bisschen meditativ und vielleicht kommt uns da und dort, wo wir das wirklich konkret erlebt haben, dass wir nicht so allgemein das besingen, sondern aus dankbarem Herzen, Jesus, das bist du für mich gewesen und bis weiterhin. Danke vielmals für die schönen Lieder, die uns auch geholfen haben, Jesus anzubeten, Gott zu ehren. Danke. Vor dem letzten Lied möchte ich beten und mit uns einen Segen für die neue Woche mitnehmen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir so viel Grund haben, zum Danken zu sagen. Wenn wir nur einfach an die Lieder denken, die uns gezeigt haben, was du für uns da hast. Dass wir zu dir dürfen kommen, jeden Moment von unserem Leben, in jeder Situation hinein. Und ich danke dir auch, dass du jetzt mit uns in diese Woche hineingehst. Du hast versprochen, du willst bei uns sein, jeden Augenblick von unserem Leben. Der Herr gehe vor dir her und zeige dir den Weg. Der Herr sei hinter dir und schütze dich vor allem Argen. Der Herr sei neben dir, dass du dich niemals einsam fühlst. Der Herr sei unter dir, dich aufzufangen, wenn du fällst. Und der Herr sei über dir und halte die Sehnsucht nach dem Himmel in dir offenen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Wir singen jetzt nochmal ein Lied miteinander zum Lob von Gott. Hoch erhoben bist du, Herr, über allem stehst du. Hoch erhoben bist du, Herr. Hoch erhoben bist du, Herr, über allem stehst du. Hoch erhoben bist du, Herr.